Was ist denn da los? Das Power Quartett. Wir haben in der letzten Folge einige Aufträge erledigt, sodass wir jetzt wieder bei Stand 0 sind. Und wir haben feststellen können, dass Team Nachtschatten einen riesigen Stor, also anscheinend den Dunkelstor, glaube ich, hat es geheißen, aus den Chroma-Ruinen gefördert haben. Und was sie damit durchstellen, gilt es herauszufinden. Aber was auf jeden Fall außer Frage steht, ist es, dass es was Böses wird. Die Pisser. So, wird denn jetzt Bericht erstatten? Hello, oder ist du da? Willkommen zurück. Sei was bitte um 1 oder 2 Ranger zur Verstärkung. Nun, das haben wir absichtlich als Test eurer Fähigkeiten im Einsatz eingefällt. Ach, kein Lava, doch kein Scheiß. Wir haben übrigens soeben von Cyber einen Bericht erhalten. Er bewertet eure Leistung als tadellos. Exzellente Arbeit, tadelloses Duo. Das versenkte Tagebuch wird uns sicher ein paar Hinweise geben. Es muss einfach die Geheimnisse um den Schattenkristall enthalten. Schattenkristall? Hat der Schattenkristall kosten? Scheiß drauf. Unsere Wissenschaftler haben mit der Analyse bereits begonnen. Wenn ihr eine technische Erklärung für das wollt, was sie genau tun, hier bitte. Mikroskopische Vermessung, optische Analysen, Röntgenbestrahlung auf molekularer Ebene. Und damit kratzen sie gerade erst an der Oberfläche, wie ich anmerken sollte. Wir setzen für diese Arbeit jede vorstellbare moderne Technologie ein. Also bla 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 und bla 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 bla. Ja, so machen wir das hier. Wenn ich es kurz zusammenfassen müsste, Technologie ist unglaublich. Genauso würde ich es ausdrücken. Jawohl. Wohlan, denn wollen wir mal einen Blick auf euren Einsatz werfen? Ihr werdet euch freuen zu hören, dass Cyber unseren neuen Top-Rangern Top-Noten gegeben hat. Ihr seid hiermit beide in den Ranger Rang 5 befördert. Endlich, ich hab drauf gewartet. Es hat schon mal gekostet, dass die Mission beendet ist. Und jetzt kriegen wir endlich den nächsten Ranger Rang. Und hoffentlich damit den lang ersehnten weiteren Pokémon-Slot. Eis ist anwendbar. Drachen ist anwendbar. Wir haben noch... Stimmt, Drachen und Eis habe ich komplett vergessen bis jetzt. Ja, bis zu 5 Pokémon-Freunde kann man dabei haben. Plus den Partner, der zählt ja nicht. Du bist von all der Aufregung heute sicher sehr erschöpft. Wenn du möchtest, kannst du dich schlafen legen. Genau, das machen wir auch, weil wir haben keine Aufträge mehr zu erledigen. Wir sind Barre, heißt es. Erholsamen Schlaf wünsche ich. Guten Morgen, Ranger. Mir wurde mitgeteilt, dass die Entzifferung des Tagebuchs einige Zeit dauern wird. Geh in der Zwischenzeit bitte auf Patrouille. Melde dich bei mir, wenn du fertig bist. Okay, Patrouille. Kann das jetzt was? Wir haben jetzt instant wieder neue Aufträge. Weil ungefähr nach dem her, dass sie nämlich auch. Tatsache. 3 neue Aufträge. Aber, wie wir erklärt haben, machen wir die sofort. Havelbrück am Vereinigungsweg und in der Kromerstraße. Und da ist er, der Typi. Tatsächlich direkt gefunden. Krass. War bei Bodo kommt bei mir mit. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Marmeladehersteller. Ranger, du bist jemand, den ich gerne sehe. Es gibt Ärger auf der Straße zum Kromer-Hochland. Ein Hornweisel und seine Kumpanen fliegen völlig außer Kontrolle umher. Ich war auf der Suche nach Beeren, die ich für meine Marmeladen benötige. Aus Versehen bin ich auf ihr Nest getreten. Meine Entschuldigung konnten sie dann leider nicht wieder beruhigen. Scheiße. Ranger, du kannst das Hornweisel und seine Kumpanen beruhigen, nicht wahr? Natürlich. Tut mir wirklich leid, dir das aufzubühren. Ich weiß ja, dass alles mein Fehler war. Oh, ist dein Fehler, wirklich. Was machst du denn für einen Scheiß? Pass mir ein bisschen besser auf hier, guck mal, du bist professional. Das war so klar. Es war so klar, dass das wieder so ein Dreckspot ist. Wenigstens haben wir nur kein Hornweisel. Man muss so singen. Das war jetzt nochmal... Alter, warte mal, wir können... Jo! Oh, das ist jetzt gerade geil. Wow! Ich habe schon mal gesagt, Brand ist so die Stärke, die... Also die Pokestärke, die einfach so richtig roh und meine Kraft drischt und mehr Power hat. Und das war gerade optimal. Oh mein Gott. Vor allem, wir haben ja auch nur eine Power-Verstärkung auf dem Fangkommen drauf. So, Rhythmia gibt uns wieder das Power-Up. Finde ich sehr sympathisch natürlich, danke. Energie Plus. Was ist Energie Plus? Erhöht die Fangkommen Maximalenergie um 5. Aha, okay. Das heißt, was es eben auch als Power Plus gibt, gibt es auch als Energie Plus,
einfach nur noch mal 5 Energie drauf. Geil. Aber wie gesagt, Energie war noch nie so das Problem. Ich bin eher für Power. Also mehr Power in die schallern können. Oida! Dadurch läuft du einfach immer zum Trümmern 3 Hornweisel rum. Sonst zur Trümmern 3 hätten wir nur durch Slimeock. Okay, geil. Ist natürlich auch sehr geil, dass wir jetzt direkt da sehen können. Also der nächste Auftrag ist. Entschuldige Ranger, hast du einen Moment Zeit? In der Nähe der Ruine sehe ich gelegentlich ein Panflam, das von einigen Biber verfolgt wird. Ich kann mir vorstellen, dass das Panflam die Biber veralbert, um sie wütend zu machen. Trotzdem tut es mir leid. Kannst du etwas für das arme, gepeinigte Panflam tun? Danke, Ranger. Damit ist mir eine Last von den Schultern genommen. Die Biber haben das Panflam in Richtung Hochland verfolgt. Gut, einfach weiter nach rechts gehen. Panflam! Ja, das hast du nur davor. Oh, wait, warte, ich habe ja Vermutung. Panflam kann der Partner werden. Weil wir haben immer so ein bisschen glänzende Pokémon als Partner. Warum haben wir keine so... Wir fangen sogar alle 3. Scheiße. Panflam ist unser Feuerpartner. Was? Alter, ohne Scheiß. Du wärst ja gleich gewechselt. Weil ihm, Feuer ist so rohe Gewalt, weißt du? Und auf das habe ich Bock. Ja, Schilderos. Sorry. Bist halt raus. Ich möchte mal nicht sagen, das ist ein Klingplim. Und wir haben das noch nicht. Ich hätte es gern fangen, aber ist halt leider nicht drin. So, du hast den Auftrag, den letzten für heute auf jeden Fall. Da machen wir nur ein bisschen Story weiter. Hoffentlich. Nacht und Schatten. Meine 2 kleinen, dunklen, hübschen Lieblinge sind verschwunden. Wie bitte? Team Nachtschatten? Nein. Nacht und Schatten. Nicht Team Nachtschatten. Nacht und Schatten sind meine Kramurks. Sie sind ja so bezaubernd. Entschuldige, Ranger. Meine Schwester erklärt Dinge nie sonderlich gut. Du musst gedacht haben, sie würde Team Nachtschatten meinen. Ach, sei doch still. Du bist doch nur ein kleiner Junge. Ich möchte doch nur meine 2 kleinen, dunklen, hübschen Lieblinge wieder haben. Bitte, wirst du sie doch zu Mama zurückbringen? Mein Kramurks, du tollt in den Straßen von Havelbrück herum. Bitte bring die beiden zurück zu Mama. Also, wie ich schon mal gesagt habe, Kramurkse finde ich toll. Und dunkle Lieblinge, da die auf jeden Fall so unterschreiben. Da ist tatsächlich schon eins. Ey! Ah! Ich hab's geahnt! Also erstes Mal, nachdem ja auf der rechten Seite das erste Kramurks war, habe ich mir gedacht, auf der linken Seite ist das nächste. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass hier da oben so eine Dachterrasse war, die nie einen Nutzen gehabt hat. Aber wenn das für einen Auftrag ist, dann macht es Sinn, dass da jetzt das Kramurks versteckt ist. Jo, wir sind schon wieder da. Oh, meine Lieben, Nacht und Schatten. Oh, ich habe euch ja so vermisst. Warum funkelt ihr mich so an? Ich denke, die Kramurks mögen die Namen nicht, die du ihnen gegeben hast. Diese Namen lassen vermuten, dass sie zu den bösen Typen gehören. Dank dir klingen sie so, als wären sie die Maskottchen von Team Nachtschatten. Ist das ein Problem? Es tut mir so leid. Das ist mir nicht aufgefallen. Die Gefühle anderer kann ich nur schlecht deuten. Aber natürlich, du hast recht. Einen Bösewichtnamen würde ich auch nicht tragen wollen. Es tut mir leid, bitte verzeiht mir. Und für diesen Auftrag kriegen wir von Rhythmia Eisabwehr. Haben wir schon gedacht, dass jetzt einmal sowas noch kommt. Nachdem wir jetzt letztens die Pokestecke freigeschalten haben. Es fehlen nur 2 Typen. Und zwar einer davon muss ein Drache sein. Also wir haben hier kurz durchgegangen und ich bin ziemlich sicher, es fehlt nur Drache und Kampf. Dann haben wir überall -3 Damage. Also eins muss ich sagen, ich fand das Feeling früher cooler, wenn man noch unten in der kleinen Basis war. Was mir wie die Stadt kosten hat, scheiße. Jetzt mit der Ranger-Vereinigung ist mir das zu groß. Aber ich bin fertig mit der Patrouille. Ins Forschungslabor muss ich gehen. Aber warum denn? Der Moritz. Are und Bodo, rede bitte leiser hier. Auf keinen Fall schreien. Wir wollen schließlich nicht die Jungs stören, die hier dieses Tagebuch entziffern.
Oh nein, tut mir leid. Ich hab Schluck auf. Moritz sonniges Gemüt bringt mich wieder auf nettere Gedanken. Er scheint alle Härten abzumildern. Oh, sieh an, was ist das denn? Auf dem Einband beginnen Buchstaben zu erscheinen. Lumino. Lumino? Was glaubt ihr, was das bedeuten könnte? Mare, ich habe schon mal von Lumino gehört. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben im Foyer des Altro-Gebäudes. Aber was war es nur? Nicht sagen, irgendeine neue Schokoladensorte? Lumino. Der Name einer neuen Limo, die glänzende Zähne macht. Es sollte mal eben zum Altro-Gebäude rüber joggen und selbst nachsehen. Wie Moritz bereits sagte, vielleicht erfahren wir etwas, wenn wir beim Altro-Gebäude vorbeischauen. Lumino. Hat denn nicht irgendein Präsident von denen Lumino geheißen? Hallo, liebe Altro-Leute. Die Angestellte. Willkommen bei der Altro GmbH. Hier im Eckenschloss stellen wir Exponate aus der Geschichte der Altro GmbH aus. Ab der ersten Etage ist das Gebäude leider für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Gut, das ist so wie jetzt Zomodum. Wait, stimmt! Du warst ja mit der Empfangsdame, gell? Ja! Nachdem du da immer noch stehst, hat's wohl nicht so hinkommen. So, schauen wir mal. Eine strahlende Zukunft für Almia. Gründer Somnio Strahlemann. Dem Vaterkorrektheit. Zweiter Präsident Lumino Strahlemann. Lumino. Ich hab's sogar im Kopf gehabt, Alter. Wie geil. Lumino. Das Tagebuch gehörte also Altros zweitem Präsidenten Lumino Strahlemann. Lass uns in der Vereinigung Bericht erstatten. Perfekt. Und nur deswegen sind wir rübergekommen. Oh, es wird direkt was getriggert. Ganz leise Musik, aber die hört sich gut an. Höre ich da Musik von der Bühne im Altro-Park? Los, gehen wir uns das mal ansehen. Was ist denn da los? Das Power Quartett. Pokémon a Go-Go. Oh shit. Gideon. Über das Meer sind sie gekommen. Die 4 aus Fiore. Die 4, das sind bloß 3. Angelina. Wenn du uns kennst, musst ein Fan du sein, denn damals waren wir böse und gemein. Magnus. Doch das finden wir heute nicht mehr fein. Unser Sinn ist geläutert, unsere Ziele rein. Statt Verbrechen bringen wir euch hier Power Rock in großer Manier. Power Quartett? Wie heißen wir? Power Quartett. Wir können euch nicht hören. Power Quartett. Scheut euch nicht, schreit laut und stolz. Power Quartett. Hey, ihr da. Ich bin dankbar für euer unterstützendes Geschrei, aber wir sind das Power Quartett, nicht das Power Ballett. Das hier ist bloß die Probe, aber bitte zieht sowas nicht während unserer Show ab. Die 4-köpfige Familienband Power Quartett. 4 ist die magische Zahl für jede Band. 4 statt 3. 4 nicht etwa 5. Was ist denn los, Alter? Wie denkt ihr darüber? Da betonen wir nun die ganze Zeit, dass wir eine 4-köpfige Band sind. Aber wie man es dreht und wendet, wir sind nur ein Trio. Nur weil Björn sich irgendwo rumtreibt. Björn muss seine Seele erforschen. Rauft sich die Haare über den Text für den Song, den wir bei diesem Event performen werden. Er ist ausgeflippt, als er den Text gesehen hat, den wir von Altro bekommen haben. Ist rausgestürmt und hat geschäumt, er könne diesen Schwachsinn nicht singen. Wir haben noch jede Menge Zeit vor Altros Jubiläumsfeier. Ich würde mir nicht zu viele Sorgen machen. Wenn Björn nicht zurückkommt, werden wir allerdings unsere Namen ändern müssen. Wie sollen wir heißen? Power Trio? Die Power Drillinge? Power Dreier? Power Dreier. Definitiv. You're gonna do a Power Dreier. Das ist also das Power Quartett. Ich habe Gerüchte über sie gehört, als ich noch in Fiore war. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass die heute anscheinend aus dem ersten Teil kämen. Okay, geil. Das war's? Okay, da kommen anscheinend irgendwie nur... die waren böse, hat's geheißen. Aber jetzt nimmer. Können wir drauf vertrauen? I don't know, vielleicht war das so abgeschlossenes Ding in Fiore. Ja, Leute, auf jeden Fall der Song war's das jetzt. Mit diesem Part storymäßig, sag mal, ein bisschen weiter käme. Nicht wirklich weit. Aber wir haben wieder Auftrag erledigt, sodass wir jetzt, wie am Anfang der Folge, wieder bei 0 sind. Sehr gut, auf jeden Fall. Den nächsten Part könnt ihr dann in der Endcard klicken, sobald er online ist. Bewertung nicht vergessen und ciao, ciao.